Und ich glaube, wir weiten alle gut, dort von der Marius Pfingsten ist, oder dort von der Pfingsten ist. Und Pfingsten ist immer 10 Tage nu Himmelfoat, ja. In Himmelfoat ist immer wie viel Tage nu Ostern? 40, okay, sei gut. So 40 Tage nu Ostern, oder ist Himmelfoat und dann 10 Tage Luther ist Pfingsten, Krieg. Und ich dachte, dort wir die englische Botschaft von Pfingsten handeln würde ich eine deutsche Botschaft über Himmelfahrt bringen. Und diese Botschaft über Himmelfahrt hat eigentlich mit Elia zu tun. Und viele Werk nehmen wir Zeit, um Elia sein Gebetsleben zu betrachten. Und wir sagen, wo Elia Gottes Prophet war, für das nördliche Königreich Israel, während der Jahren, wo er König über Israel war. Wer war damals König? Ahab und seine Frau Isabel. Und das waren sehr schlechte Menschen. Die führten Gottes Volk zu aufjatter Dienst. Elia konnte über wunderbare Dinge durch seine Gebete tun, obwohl er bloß ein gewöhnlicher Mensch war. Das wird wir für ihr Werk betrachtet haben. Durch seine Gebete konnte verschiedenste Dinge tun. Weit wie noch von Fähig sind nach, was Dinge, was Elia durch seine Gebete könnte tun. Dass es nicht regnen soll. Und wie lange hat es nicht geregnet? Krieg. 3 Jahre, 6 Monate, 3,5 Jahre Krieg. Was habe ich noch können durch seine Gebete tun? 4 vom Himmel beten. Ja, am Berg Karmel, right? Gott antwortet sein Gebeten. 4 kamen vom Himmel rauf und hat sein Brandopfer durch ganz abge... Was sagt Gott sein Wort? Abgelegt, nicht? Ja. Was habe ich noch können durch seine Gebete tun? Ja, beten, dass es war regnen soll, dann dort auch war. Und dann auch auf einer Stelle hat er für die Wirtsche, seine Wirtsche gebeten, dort was passieren soll. Krieg. So, dort wie der wird früh, er hat für ihr gebeten, dort sie soll einmal Mehl in Öl haben, während der Jahren wurde nicht wuter wir. Und dann hat er auch für die Wirtsche gebeten, dort er sehen, was er von dort abstunden soll, nicht? Oder was er leben soll. Und Gott hat dort Gebet auch gehört und beantwortet. So, er hat diese großen Dinge könnt durch seine Gebete tun, obwohl er bloß nicht gewöhnlicher Mensch war. Die deutsche Übersetzung sagt, er wie ein schwacher Mensch, kriegt so wie alle sind. Da meint so viel, dass manchmal ging ihm dort Geld im Leben, right? Schein. Und aber da bleibt nicht so dort. Manchmal ging er auch durch schwere Zeiten. Er war auch manchmal ganz mutlos. Kriegt es wie manchmal worden. Und dann sagt Gottes Wort uns, dass aus Isabel, der Königin, Elias Leben hängeron wird, dann verleiht Elia uit Angst und Rand einer Wildnis nahen. Und als Elia durch allein an der Wildnis wird, dann wünscht er sich den Tod. Und die Bibel sagt uns, dass an dieser düsteren Zeit steigte ein Engel Gottes an, damit er Gott beim Berg Horeb treffen können. Und durch eine Heul am Berg schart Elia sein Hort vor Gott uit und Gott redet der Arm. Was am dann nur dem passiert ist, kann wie mit Jesus sein Himmelfahrt verglichen. Weil wir mit Elias Sieg ab dem Berg Karmel anfangen. Das war die Wiederholung. Als die Israeliten ab dem Berg Karmel sahen, was Gott getan hat, wussten sie alle, dass Elias Gott der einzige wahre Gott war. Und dann befahl Elia, dass die Israeliten die Baalspropheten alle grieten sollen und die anbringen sollen. Und das ist, was die auch getan haben. Und das war wirklich ein wichtiger Sieg Gottes. Das war ein klarer Beweis von Gottes Gegenwart, dass er durch war, und von seiner Kraft, was er nicht alles kann. Das war ein beispielsweise Moment. So, das wird halt bloß von Englisch ins Deutsch übersetzt. Ich weiß nicht, ob das wörtlich in Deutsch wird, ja, für diese Gedanke. Auf Englisch sei wie, it was a mountaintop experience, right? Wenn uns Leben scheint jetzt, dann sagen wir auf dem Berg, right? Das geht dann so schein. A mountaintop experience. Also,
Ab die sagt einer dann, Beuspatze Moment. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, wir alle wissen, was das meint. Als Bibelleser kennen wir einen noch viel größeren Sieg. Dass wir Jesus in Sieg, war so tun, der Sinn in den Tod auf Golgatha. Und du opfert Jesus sich selbst als das vollkommene Lamm Gottes, als Sinnopfer für die Sünden von der ganzen Menschheit, als ein Beweis von Gottes Gegenwart in seiner Autorität und Kraft über alles und auch über seine Leibte an als Menschen. Als Christus am Kreuz von Golgatha starb, erkennen sogar die römischen Soldaten, dass er Gottes sehen wir. Und die ganze Naturwelt trüert mit dem Futter über den Tod von seinen Sehen. Und wir weiten, wo die Engel dann 3 der Luther sich freuen, als das vollkommene Lamm Gottes vom Tod abgestoßen ist und vom Grab rührt. Das wäre wahrlich ein Sieg Gottes. Und nun werden wir Elia betrachten. Obwohl Gott hat große Dinge durch Elia können tun, kann Elia nur seinem Karmelberg-Sieg feilen. Dort Gottes Hauptzweig oder Gottes Arbeit für am meisten in gekommen wir. Dort haben mest freudig wir mit seiner Arbeit für Gott. Aber Gott gab Elia noch 3 Abgaben, die er für seinem Aufscheid für Gott tun soll. Und ich will ein Wort Gottes für uns lesen, das wir in 1. Könige, Kapitel 19 fingen tun, wer mal lesen will. 1. Könige 19, ich lese die Verse 15 und 16 für uns. 1 Kings 19, verses 15 and 16. 1. Könige 19, Verse 15 und 16. Gott sagt zu Elia, Gu war ab den Weg durch die Wildnis in Damaskus, und du gu nach Hazael, und Segen am An, dem König von Aram, gu auch ne Jehu, Nimshi, seinen Sehen, und Segen dem An, dem König über Israel, und gu ne Elisa, Schafat von Abel Mehola, seinen Sehen, und Segen am An, dort er soll an deiner Stadt Prophet sein. Also, wann von diesen 3 Abgaben hat Elia zuerst getan? Was glaube ich? Wer hat mal ein von diesen 3 getan? Was tut er? Der letzte. Das erste, was er tut, wie das letzte, was Gott ihm sagt. Er ging schwinde Elisa und salbt ihm an, als Prophet zu sein in seiner Stadt. Was glaube ich? Woran tut er dort zuerst? Mit der Hoffnung, dass Elisa diese anderen 2 Dinge für ihn tun können, nicht? Der will weich, der wird fertig. So, er fängt bei Elisa an, um zu salben, dass er seine Stadt übernehmen soll. 1. Könige 19, Vers 19 sagt, dann verleiht Elia von dort und fängt Elisa Schafat sein Sehen, der grot pliehen deid, er wir mit dort letzte von 12 Assen gespannt, und Elia ging bei ihm vorbei und schmeißt seinen Mantel, seine Warnig ab Elisa nach. Und Bibelforscher erklären, dass das, was Elia zu Elisa deid, dass seinen Mantel ab Elisa nachzudauen, dass dort ein klarer Beweis wie oder Salbung mit dem prophetischen Amt wir. Und Elisa wird dort gut gekannt haben, gut gewusst haben, was Elia zu ihm getan hat. Und Bibelgelehrer sind sich aber nicht einig, aber wo lange diese 2 Propheten nach Taubschafen deuten, Elia von ihm genommen wird. Was sein, die wir nur für ein paar Monate taub werden, just ein Jahr, andere sein, die können bald 8 Jahre taub gewesen sein. Aber das bedeutet im Bett. Die will weich. Ich glaube, die werden vielleicht für ein paar Monate taub und dann wieder da. Die will weich. Ungefähr, wo lange wie Jesus mit seinen Jüngern taub, er anverleiht. Gott sein Wort, wenn wir dort nur folgen, das sagt wenigstens 3 Jahre, but 3,5 Jahre. Das ist was Bibelforscher glauben dann. Wenigstens 3 Jahre.
aber da können ganz bei 3,5 Jahre sein. Jesus könnte seine Jünger in diese 3,5 Jahre alles beibringen, was er anbeibringen will? Nee. Er kann nicht. Jesus selbst sagt in Johannes 16, Vers 12, er sagt, ich kann you noch viel zu sein, aber ich kann das nu nicht verdrehen. So, der wird nicht recht für alles, was Jesus noch einrichten will. Und dann fuhrt nur diese Welt, sagt Jesus zu seinen Jüngern noch einmal, dass er an Meersfuhrt verluten muss, was seine Jünger nicht hören wollen und auch nicht hören wollen. Und so ist der Jünger Jesu, weil Elisa auch nicht hören, dass seinen Meister am verluten soll. Und nun dort, wie Elia und Elisa ein Bild betrachtet haben, wo wir Elias Himmelfoat betrachten und dann die auch mit Christus in der Himmelfoat vergleichen und sehen, wo ähnlich die sind. Wenn wir nur an diesem Text in 2. Könige, Kapitel 2, war der 3 Blättern down, dann ist es für uns als Leser klar, dass beide Elia und auch Elisa wussten, dass Elias' Aufscheid dich bei wir. Elisa kann das ahnen. Er wisst, du würdest mir was grautet worden. So, ich war die erste Satzfarge für uns lesen. Das Mal war ich den Plotitsch lesen. So dass 2. Könige 2, Vers 1 saß. Gott sein Wort sagt uns. Als der Herr Elia in einen starken Wind wollen im Himmel nehmen, dann gingen Elia und Elisa von Gilgal weg. Und Elia sagte Elisa, blieb du hier, der Herr hat mir ein Bethel geschickt. Aber Elisa sagt, so sag ich, als der Herr lebt und du lebst, verlot ich dich nicht. Und dann aus seiner Bethel kamen, dann kamen die, wie Bethel, die Propheten ihre Jünger wären, Elisa entgegen. Und sie sagten, weißt du, dass der Herr von der Wort den Herrn von die weich nehmen? Und er sagt, ja, ich weiß dort, red du aber bloß nicht von. Und Elisa sagte ihm, Elisa, blieb du hier, der Herr hat mir nach Jericho geschickt. Aber er sagt, so sag ich, dass der Herr lebt und du lebst, ich verlot ihn nicht. Als sie dann in Jericho kamen, dann kamen die Propheten ihre Jünger in Jericho und Elisa und sagten zu ihm, weißt du auch, dass der Herr von der Wort den Herrn von die weich nehmen? Und er sagt, ja, ich weiß dort. Red bloß nicht davon. Und Elia sagte ihm, blieb du hier, der Herr hat mir dem Jordan geschickt. Aber er sagt, so sag ich, dass der Herr lebt und du lebst, ich verlot ihn nicht. So gingen die zwei wieder. Und das bringt uns zu dem ersten Punkt, den wir aus unserem Vergleich tragen wollen. Und das war Elisa zu seinem Meister wir. Und 3-mal sagt Elia zu ihm, dass er treu bleiben soll, während er wieder gehen will oder wieder ging. Und 3-mal antwortet Elisa ihm, so sicher als der Herr lebt und du lebst, verlot ich dich nicht. Weil wir Elisa seine Wert mit Petrus seine Wert nie vergleichen. Eier im Himmelfoat will Jesus sicher merken, dass Petrus die Gelegenheit hat, seine Leib zu ihm zu wiesen. Das lesen wir in Johannes 21. Und jedes Mal, als Petrus seine Leib zu Jesus weiß, heißt jedes Mal sagt er zu ihm, Herr, du weißt, dass ich die Gott sehe, du weißt, dass ich die Leib habe. Jedes Mal, wo Petrus das zu Jesus sagt, jäuft Jesus am Arbeit zu tun, für seinen Königreich. Und wer sagt, hey, weht meine Lame oder weht meine Schub. Da meint so viel, diese Abgabe, was ich nicht tue, diese Arbeit, was ich nicht tue, weil ich kann, dass du das tun sollst, nicht bloß du allein, aber die anderen Jünger auch. Weht meine Lame, weht meine Schub. Ein Ding, was ich von dir betonen will, ist, dass diese beiden Geschichten mehr als Aufscheidsgeschichten wären. Die sind als Übergangsphasen gelesen worden. Was meint dort? Wo der Meister seine Arbeit an seine Jünger überjagt. Aber die ihre Jünger mussten an ihr wiesen, dass sie zu vertrauen wären. Elisa wird seinen Meister nicht verlassen, und Petrus weiß Jesus 3-mal, dass er am Leib hat. Euer Gott ans, liebe Geschwister, euer Gott ans in seine Arbeit brücken kann, weil er, dass wir ans Leib und treu sein, am Gegenüber wiesen.
Das sei wichtig. Sei wie zu vertrauen. Habe wir Gott lieb. Wenn wir Gott lieb haben, wenn wir Gott über alles lieb haben, und wenn wir zu vertrauen sind, dann wird Gott uns alles geben, was uns fehlt, um seine Arbeit zu tun hier auf dieser Welt. Habe wir am Leib. Sei wie zu vertrauen. Und wenn wir wieder lesen, dann fingen wir an den zweiten Punkt, an 2. Könige, Kapitel 2, Vers 8 batieren. Dann nahm Elia seinen Mantel, seine Warnig, sozusagen, er rollt dem Taub und schlüchte mit dort Wuter. Und dort Wuter dalt sich ne Bett Sieden, so dass sein Bett abdreht lohnt, dadurch gingen. Und als sie der andere kommt, dann seht Elia zu Elisa, sei, was ich noch, oder was du noch von mir warst, ich von dir wahrgenommen war. Und Elisa sagt, lob mir das Doppelte von deinen Dienst kriegen. Und er sagt, du hast ne was Schwarzes gefragt. Aber wenn du dort sein wirst, wo ich von dir wahrgenommen war, dann wird das so worden. Wenn nicht, dann wird es nicht so worden. So Elia hat Elisa all gesalbt, seine Stadt als Gottes Prophet zu übernehmen. Elisa weiß aber, dass er diese große Abgabe bloß dann tun kann, wenn der selbe Jesus, der durch Elia arbeiten tut, auch ein Arm wir. Auch durch Arm arbeiten wird. Und einige Bibelgelehrte erklären, dass der Grund, warum Elisa das Doppelte von seinen Dienst kriegen will, wir wegen das Erstgeburtsreich gesagt, der wir in 5. Mose 21, Vers 17 fingen dann. Gemäß 5. Mose 21, Vers 17 sollen die Israeliten immer ihren Ältesten sehen, das doppelte Aufgabe geben von alles, was sie haben. Wohin? Erstens, hier sich dort ans mit unfair, nicht? Dass ein Kind zweimal so viele Sachen kriegen soll oder erben soll, als die andere Kinder alle. Wohin wird das neidig, dass die Ältesten sehen, zweimal so viel kriegen soll als die anderen Kinder? Ja, der hat auch die ganze Verantwortung ab sich, die ganze Familie zu versorgen und das nur als Familie noch weiterzuführen. So er hat zweimal die Arbeit, so er muss dann auch zweimal die Sachen haben, um seine Arbeit zu tun. Und kriegt so, wiss Elisa, guck mal, diese Abgabe, was ich nun übernehmen soll, das ist mir zu viel, ich kann das nicht. Wenn ich nicht Gottes Geist an mir habe, wenn ich nicht diese doppelte Mut von Geist habe, dann kann ich das bloß nicht. Aber wieder deutlich. Elisa weiß, wo abhängig er von Gottes Kraft wir, dort zu tun, was Gott von ihm haben will. Und ehe Jesus verleiht, befuhl er seine Jünger nicht von Jerusalem wegzugehen, aber zu warten, was sie dort kriegen würden, was die Vater versprechen haben. Wovon seht ihr, wir haben reden hier, wie es Johannes dreibt mit Wuter, die übersahen ein paar, der mit den Helden ist, gedeibt worden. Blieb in Jerusalem. Die Arbeit, was ich verjüngt habe, ist viel zu viel. Viel zu schwer. Ich kann das nicht, wenn die mir jetzt nicht angehört haben. Jesus gibt seine Jünger den Missionsbefehl Gottes, eine Abgabe, die allmählich zu tun wird, ohne Gottes Kraft erst zu haben. Und deswegen befuhl er an, in Jerusalem zu bleiben, liebe Geschwister, was sie dort kriegen würden, was der Vater an versprochen hat. Und euer Gott ansprechen kann, so es er war, so es Gott war, möchten wir uns Gott ganz hergeben. Ganz hergeben. Uns selbst betrachten, uns selbst forschen, um zu sein, ob du irgendwas ist, was Gott nicht brauchen kann. Was Gott am Stich steht. Wenn die so eine Sachen sind, dann sagt Gott, die Dinge will ich auch. Lass mich die Dinge haben. Die will ich weichschneiden. Und wenn die weich sind, dann und bloß dann, wird du genug Ruhm sein in die, dass ich meinen Geist die geben kann. Dann, bloß dann, passt meinen Geist an die Namen, wenn all die anderen Dinge weichgeschnitten sind. Blieb in Jerusalem.
liebe Geschwister, wie weiten dort Elisa Gottes Kraft gekriegt hat, wie es nur dem Elia weichgenommen wird, hat Elisa kriegte Sache Wunder getan, als was sein Meister all getan hat. Und dann an den folgenden Kapiteln enthält die Bibel mehr als 10 wichtige Wunder von Elisa, woran wie Gottes Kraft sein kann. Viele Menschen, die kennen Elia, sie nun vom Hirn nicht. Auch die wird nicht viel über Gott sein Wort weiten. Die weiten, wer Elia ist. Aber weit wie dort Elisa noch viel größere Wunder getan hat als Elia. Und noch viel mehr Wunder getan hat als Elia. Das ist, was Jesus sagt, right? Wenn ich weiß, und den Helden Jesus geben war, dann will ich noch größere Wunder tun, als was ich tue. Er hat Gottes Kraft an sich. Dort soll auch gesagt werden, wir schließen dann, dass Jünger Schüler sind. Right? Wir sollen lernen, wir bleiben beim Lernen. Als Prophet hat Elia verschiedene Prophetenschellen angefangen. Und die Lehrer sind sich einig, dass die Ursache, warum Elia nach Gilgal, nach Bethel, nach Jericho ging, wir die Prophetenjünger, die er in dieser Städte hat, zu besiegen. Er will erstens Abschied von der alle nehmen, Eierheit verleiht. Elia hat sich über die Zukunft sich geklammert. Er weiß, wo nötig dort wir die Erkenntnis und die Fähigkeiten, die er von Gott gekriegt hat, und die nächste Generation wiederzugeben. Und Jesus der kriegt so. Er hat im Himmelfoat befohlen, er seine Jünger aus alle Völker Christen zu machen, Lehrlinge zu machen. Jünger zu machen. Und du seht noch, lehrt an alles zu tun, was ich ihnen befohlen habe. Nun im Himmelfoat Elias lesen wir mal, wo Elisa wieder mit den Propheten von den Schellen, die Elia angefangen hat, taub schaffen bleibt. Und kriegt so raubt Gott ans, nicht bloß Säulen für Amte werden, leider, dass wir Jünger Christi merken. Dass wir nicht bloß Menschen helfen, den Herrn zu finden, sondern an auch beibringen, wo sie in ihrem Wandel mit Gott wachsen können. Und das ist viel spannender, Jünger zu merken, als Christen für Jesus zu werden. Dort fordert Zeit, Talente, Sachen, dort wir uns ganz hergeben, um Jünger zu merken. Aber wenn wir daran denken, dass Jesus das von uns verlangt. Wo mochten die Jünger sich gefällt haben, als sie zukickten, wo Jesus vor an abgehoben wird und anverleiht. Und vielleicht traurig, vielleicht unsicher, vielleicht ängstlich. Und wir können auch nehmen, dass Elisa sich gerade so gefällt hat, als er sein Meister sah verleiht. Und als er sah, wo einen vielen Wehren mit vielen Piet Elia von am Weichnein. Und auch wenn der Aufscheid für die Jünger Jesu schwor wir, und für Elisa schwor wir, wussten sie, dass sie nie drohen werden. Dort Arbeit wiederzuführen, was ihre Meister angefangen hatten. Und das ist, was wir von Himmelfoat mitnehmen wollen. Gott will uns helfen, an die Arbeit zu denken, was er uns berufen hat. Über er uns brücken kann, weil Gott dort wie arm uns Leib und Treue am Gegenüber ihr wiesen. Und zweitens, weil er hat, dort wie arm Gottes Jes frei und kriegt aus Elisa seine Meister seinen Jes früh. Wegen bloß dann kann wir die Arbeit wiederführen, wo er uns berufen hat. Amen.